Servus, grüß euch, danke fürs Einschalten. OBS Krios 2 Single Coil RTA. Wir haben sogar auf einer Hybridbox drum, zwar auf einer 30er, weil der hat 25 und das andere, das schauen wir uns noch kurz an, aber wir haben deswegen jetzt auch verbraten, auf, dass der AFC-Ring geschützt ist, weil der ist ziemlich leichtgängig. Das seht ihr aber noch alles. Schauen wir uns das Teil einmal an. Aber ich habe jetzt ein Edelstahlwickel, also ist ein 316er L drum mit 0,5 Ohm sowas. Macht mechanisch auch relativ Spaß. Nein, er hat einige Sachen, die sind ein bisschen zu bemängeln. Und ich möchte euch das einfach sagen, wenn der eine oder andere vielleicht sich überlegt, das Teil wegen der Optik, weil da gefällt er viel, mir hat er auch gefallen, sonst hätte man nicht gekauft. Mats ab! Der Krios 2 Single Coil RTA Tank 25 mm 3,5 Milliliter Fassungsvermögen. Verpackung, haben hinten das Gewicht ist auch noch draufgeschrieben mit ein paar Gramm. Scratch, Aufschirm, Wickling, aufziehen, Schublade raus, weg. Zubehör extra, Tank auch extra unten, lala. Zubehör, aufpassen, ist diesmal in so einem Schachtel. Eine Watte. Eine Bedienungsanleitung in Englisch, aber mehr Bilder als wir Texte. Also wirklich wunderbar. Wobei eins ein bisschen verfälscht ist, aber sind wir nicht pingelig. Da ist eine normale Schraube mit Schlitz. Das stimmt. Wenn wir dann das Gerät anschauen, so nicht mehr. Kartal. Ohrringe, weiß und schwarz. Warum, weiß ich nicht. Ersatzglastank. Blauer Schraubendreher, aber kein flacher und kein Kreuz, sondern ein Dreieck. Delrin Triptip. In Blau haben wir gekauft. So, schauen wir uns mal ein bisschen an, alles Gaudi. Machen wir mal ganz kurz um. Wie gesagt, es gibt ihn in mehrere Farben, da müsst ihr ein bisschen schauen. Hier haben wir ihn in Blau genommen. Triptip. Oben breit, unten läuft es ein bisschen dünner zu. Die weißen Ohrringe, da halte ich nicht über so viel, obwohl es jetzt momentan im Neuzustand natürlich gut halten. Das Gerät ist nicht gereinigt und gar nichts. Oben haben wir unser OBS und das ist nicht das Zeichen, wo man befüllt, sondern da steht nur ab, also aufziehen. Ihr könnt das Teil in alle Richtungen drehen, ja, unendlich. Es hat mit dem Befüllen nichts zu tun. Danach, es ist nur anzeichnet, befüllen könnt ihr in jeder Position seitlich. Das heißt, ihr habt keine Markierung, auch kein festes Teil, wenn die Markierung da ist, dass da die Einfüllöffnung ist, sondern ihr müsst es halt, wenn ihr es jetzt so aufmacht, dann müsst ihr ein bisschen suchen. Da haben wir unten einen weißen O-Ring. Ja, ist ein bisschen komisch, wieso, dass man da weiße O-Ring, der Tank oben hat wieder einen schwarzen O-Ring, also entweder haben die Sparmaßnahmen. Geht relativ easy und zum Schluss klack, ja, lutscht über den O-Ring drüber. 15er Pin nicht verstellbar. Dann die ganzen Aufschriften, die Airflow beidseitig, ja, kann man durchschauen, mit Anschlag. Stufenlos verstellbar. Wenn ich mit einem Finger ein bisschen herkomme, mir ist um einen kleinen Gedanken zu
leicht gegenüber anderen. Lieber habe ich es ein bisschen strenger. Wenn jemand wirklich, es gibt ja Leute, die schieben sowas auch in die Hosentaschen rein, soll es geben, dann müsst ihr damit rechnen, dass sie das versteht. Kurzer Test, wenn ich es ganz zumache, ob er dicht ist. Er ist dicht, also 100% dicht, sage ich jetzt. Ja. Airflow Ring abziehbar, nach unten weg, O-Ring. Aufpassen beim Aufsitzen. Da oben zeigt man es jetzt, ist ein Nuppel. Und das ist nur der eine. Ja, jetzt kommt er wieder. Das Teil hat einmal einen glatten Eingang und auf der anderen Seite geht es sowieso nicht, weil da nochmal aufdoppelt ist. Also so könnt ihr ihn gar nicht aufbringen. Da müsst ihr in den Ring reinschauen. Wenn man jetzt die dünne Seite nimmt, dann sieht man es jetzt ganz schön. Da ist die Aussparung oben. Da muss der Nippel dann rein und dann läuft der da unten in der Führung drinnen. Da ist nichts. Also müsst ihr euch die Airflow-Öffnung, wo die Aussparung da ist, müsst ihr euch da auf den Nippel setzen. Und dann andrücken, bis er ans Ende von dem Teil kommt. Dann rastet er ein. Habt ihr das gesehen? Dann ein bisschen drehen, bis er einschnappt. Das muss so sein, weil um das Teil auseinander zu schrauben, müsst ihr einen Tank nehmen. Ja, also wenn ihr oben nehmt, dann könnt ihr drehen bis schwarz wird. Habe ich euch ja vorher gezeigt. Ne? Also ihr müsst da wirklich, ich nehme schon halbes Metall, dass nicht der ganze Druck auf dem Glastank ist. Der Airflow-Ring muss natürlich dran sein, bis der Anschlag, weil mit dem Anschlag kann ich erst mein Base ausschrauben. Mein Deck. Anders geht's nicht. Der Tank ist abziehbar. Ja, zum Generalreinigen. Dann sieht man oben wieder den weißen O-Ring und da wieder den schwarzen, wo der Tank abdicht wird. Und da ist schon mal gut, dass sie einen schwarzen genommen haben. Ansonsten, da innen haben wir unseren Shimmy mit dem Innengewinde. So schaut alles sauber aus, aber ich muss noch erst nur reinigen. So, dann kommen wir zum Deck. Da haben wir schon so eine Keule aufgemacht. Ich habe es schnell mal probiert, die hat 3 mm im Durchmesser. Wie viel oben das hat, weiß ich nicht. Das ist irgendein so ein Fusion oder was weiß ich. Ich stehe nicht auf das. Und jetzt seht ihr, was ich gemeint habe. Auf der Abbildung ist ein Schlitzschlamm und da haben wir ein Dreieck gegessen. Jetzt haben wir schon wieder abhängig. Ja, das ist wieder ein Werkzeug, das was es sonst nirgends gibt. Das heißt, der Schlüssel, wenn verloren geht, dann können wir uns um andere Schrauben schauen. Wahrscheinlich. Ne? Ja, was ich dann auch nicht verstehe, unten zum Tank abdichten, dann nimmt man wieder einen weißen O-Ring her. Oben haben wir einen schwarzen. Also, naja. Wir haben eine Luftführung, wie gesagt, von unten. Wir kommen, nach oben kommt die Luft einmal zentral, das schauen wir uns dann an, und einmal von dieser Seite. Gibt schon ein paar ähnliche, die was ähnlich sind oder gleich sind. Was ein bisschen neu ist für mich, wir haben nur noch einen Schrauben und wir haben eine Zentralverklemmung. Ja, also einen kompletten Bügel, der wo mit einer Schraube nach unten gedrückt wird, soll das Keul-Einbauen vereinfachen. Man kann das natürlich ganz runterschrauben, das Teil. Ich hoffe, dass das einmal oder die Schraubendreher irgendwo mal gibt, weil das darf M3 oder M2,5 sein. Gibt es jetzt schon, dann, dass man die Schrauben austauschen könnte gegen den Kreuzschlitz oder Imbus oder Madenschraube. Aber da unten ist auch noch mal was gesichert. Und ich will jetzt da gar nicht lang umeinander da. Das ist, dass der Bügel halt, dass der Druck natürlich von der Schrauben und dass die Schrauben nicht
rausfällt. Das wird nur so eine Gegenmutter sein. So schaut jetzt das Teil aus. Und dann sehen wir in der Mitte, wir haben ja keinen Pluspol, der wo einstellbar ist, weil wir können bis oben schauen. Warum können wir da bis oben schauen? Im Video werdet ihr es nicht sehen, doch da unten seht ihr zum Beispiel die Lufteingänge. Ja. Wenn ihr aber mit der Bohrung oben schaut, unten ist eine Luft, seht ihr den schwarzen Schatten, das ist ein Lufteingang. Und das teilt sich dann da drinnen, das sieht man aber im Video nicht. Das heißt, die Luft wird gleichzeitig da hoch und da kommt es auch raus. Ja. Es soll ja jetzt so einen geben, ich weiß jetzt gar nicht, ob es der Zeus ist, der hat dann 3 oder 4 verschiedene Einstellungen. Da kann ich dann mit Einstellung 1 die Luft nur zentral, mit der Einstellung 2 die Luft nur von der Seite und mit Einstellung 3 so wie da die Luft von beiden gleichzeitig einstellen. So, den Draht habt ihr jetzt gesehen, Edelstahldraht. Machen wir das mal 2,5 mm, einfach um zum Testen, ob das auch geht. Macht die Drahtenden, das eher so ausschaut, wenn es jetzt dann da reinschiebt, dass euch nicht einer nach außen abhaut. Das könnt jetzt, das Teil ist wirklich so easy zum Anheben, das könnt ihr mit einem Draht unten reinfahren und könnt das nächste auch reindrücken. Ganz einfach. Ihr könnt es aber auch ganz anders machen. Was heißt ganz anders? Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass von vorne reinfährt. Und jetzt kommt das wieder, schaut, dass da schmal bleibt, wenn nicht, dass der Fuß da wegsteht. Aber es ist einfach easy. Selbst wenn ihr jetzt mit dem nicht drin seid, dann schiebt es nach und der jetzt hinten reindrücken. Es geht alles relativ simpel. Also die Idee ist ja vom Kern her gut. Warum? Mit einer Schraube mache ich 2 auf einmal. Durch das flache Teil passiert nicht das wie bei den Hohlbohrungen, wenn man zu stark anzieht, bei normaler Wicklung, dünner Draht, dass man sie abdruckt. Das kann da eigentlich nicht passieren. Ja, selbst wenn du jetzt eine Oldschool-Wicklung aufmachst mit 1,8 Ohm mit einem 0,20er oder 25er Draht, den Draht kannst du nicht verklemmen. Das ist gut. Der Nachteil ist einfach das, es ist nur ein so ein Schraubenschlüssel dabei mit dem Dreieck und es ist keine Ersatzschraube dabei. Wenn eins von den 2 Sachen verloren geht, dann stehst du im Gebirge. Für mich ist jetzt die Schrauben zum Beispiel weniger das Problem. Das darf also M2,5 oder was sein. Ich habe da einen Haufen Ersatzschrauben da von anderen. Dann konnte man sicher die austauschen. Dann verliere ich zwar den goldenen Effekt, aber das sehe ich dann auch eh nicht mehr. Aber das hat ja nicht jeder. So, und jetzt machen wir es. Dann könnt ihr nur ein bisschen die Höhe einstellen. Also ihr könnt euch jetzt einstellen, dass da, wenn es geht, zentral über der Airflow-Satz, über ein Luftloch. Und dann könnt ihr nur noch oben, wenn es mehr Flash wollt, ganz nahe ans Luftloch. Wenn du weniger Flash möchtest, gehst du ein bisschen auf die Höhe. Also das kann man auch wunderbar justieren. Ihr habt da hinten ein schönes Abzwicken, ja, selbst wenn es nicht ganz bündig ist, wenn jetzt da noch ein bisschen was für steht. Mal schauen, wie ich das sagen kann. Beim Abknipsen ist es nicht so, wie es bei anderen ist. Selbst wenn da noch die Enden ein bisschen ausschauen, ihr habt bis da herunten den Freiraum. Also das ist gut, 1 mm oder mehr, bevor wir Kontakt hätten und einen Kurzschluss machen würden. Schauen wir mal, wo wir gelandet sind. Bei 0,5 Ohm, das ist ja nicht schlecht. Also da kann man jetzt schön auf Watt dampfen, ich kann aber auch auf Temperatur dampfen. Also so.
Und dann könnt ihr mit der Watte, da seht ihr es noch mal ein bisschen besser, könnt ihr euch die Abstände noch ein bisschen ausrichten, wenn es so richtig schön sein soll. So in etwa. Ist auch noch nicht schön, ich weiß, aber wie möchten wir da dampfen? Wir haben ja nicht bei einem Miss Germany Wettbewerb. Abschneiden wir das Ganze, so mach's ich. Ja, ihr könnt auch ein bisschen weniger Watte nehmen, aber ich sage euch noch, was halt dann noch der Nachteil ist, ihr könnt dann nicht ganz so lange das Volumen nutzen, den Außendurchmesser unten. Ja, also so breit wie das, wo der Airflow-Ring sitzt, ja, ungefähr. Das nimmt euch als Maß und da kappt es um. Da kappt es um. Dann nehmen wir noch gerne ein zweites Teil dazu, einfach um direkt an der Keuleansatz, also direkt da, wo der Draht aufhört, fahre ich mit dem einer, also die Spitzen erwische von der Watte und die in die Buchtung rein tue. Ihr könnt eigentlich die Watte sogar noch ein bisschen länger lassen bei 2,5 mm. Seht ihr, ich kann da bei 2,5 mm habe ich gar nicht das Wattevolumen, das ich da unten zumache. Aber ich bin fast am Boden unten, weil es geht ja um das, wenn ihr da herum seid, wenn ihr sagt, ihr lasst das nur da herum aufliegen, das funktioniert schon, nur ist da noch der letzte Milliliter Liquid drin, dann habt ihr halt keine Fördermöglichkeiten mehr. Das müsst ihr ein bisschen bedenken, weil mit der Wicklung, was dabei ist, mit 0,4 Ohm oder was die gehabt hat, oder 0,45, ist oder so, da brauchst du fast 30, 40, 50 Watt wieder. Ich möchte mir aber einen Single Coil deswegen kaufen, vielleicht ist das ein bisschen altmodisch, aber für mich Single Coil, wenn ich an die früheren Dinge, Flashy, Squape und so weiter, Typhoon, dann hat man mit relativ wenig Leistung, langer Akkulaufzeit, einen super Geschmack rausgeholt. Ja, und hochohmig. Da bin ich jetzt bei 0,5, ist aber schon meine 4. Wicklung. Ich habe dann auch mal etwas gehabt mit 1,2 Ohm, dann mal etwas mit 0,8 Ohm. Und selbst da, wenn du mit 17 Watt oder was dampfst, schluckt er ganz schön, bin ich überrascht. Allerdings mit der Originalkeule, was dabei ist, oder wenn du mit 0,3, 0,4, dann ist das eine ziemliche Verschwendung, finde ich, weil da brauche ich keinen Single Coil nicht, den wo ich dann aufpimp, dass ich mit riesen Leistungen umeinander dampfe, dann kann ich mir gleich einen Dual nehmen, weil der erste Krios habe ich auch noch, ist ein Dual Coil Verdampfer gewesen. Ne? Und das ist auch immer noch ein tolles Gerät. So, ungefähr so haben wir es jetzt. Jetzt, wenn man unten das ein bisschen anschaut auf beiden Seiten, die Watte, berührt es ganz leicht am Boden. Ja? Dann machen wir uns ein bisschen ein Liquid drauf. Wie immer habe ich 50-50. Und deswegen macht es bei mir auch nichts aus. Ich habe andere Wicklungen gehabt, da habe ich dann auch mit 2,5 mm Durchmesser oder mit 3 mm Durchmesser, dann hast du ein bisschen mehr Watte. Ich habe auch unten schon Schätze gemacht. Nur wenn es bis unten zu macht, müsst ihr aufpassen, dass das locker da drinnen ist. Ja, nicht verpressen. Oder nicht einquetschen mit Gewalt, sonst habt ihr ein Nachflussproblem, wenn es extrem übertreibt. Dann schrauben wir uns einmal an. Was mir auch schwer abgeht, Liquid Control. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich im Vergleich, ich habe jetzt schon fast 2,5 Wochen oder ja, knapp 3 mit Skyline, wo es euch letztes Mal gezeigt hat, oder auch mit anderen, die wo wirklich gut und toll sind. Liquid Control, wenn man von oben schon befüllt, ist nie von Nachteil. Für die, die was da noch weniger Erfahrung haben, wenn er geschlossen ist, ja, vorher Airflow zumachen, dann oben aufmachen. Er ist da unten jetzt noch los, weil ich ihn vorher ausgewaschen habe. Und lasst ihm Zeit beim Einlaufen, ein bisschen schräg halten, so wie bei einem Bier, was man sich einschenkt, ganz gemütlich.
Und dann lasse ich am oben und noch ein bisschen ein Blasal stehen. Ja. Und Klick hat es gemacht. Ich lasse jetzt einmal mit die 24 Watt laufen, 24,3 und komme gleich zum ersten Negativen. Wenn für euch etwas schiedsrichtig ist, ja, faul. An einer bestimmten Stelle, und zwar ist das eine, wo man, wenn man genau eine Geschmackskohl macht, wo man ein bisschen einen Zugwiderstand möchte, ja, haben wir einfach das Pfeifen. Es ist aber nur ein kleiner Bereich und das habe ich jetzt bei allen Wicklungen. Also es liegt nicht an der Watte oder am Wicklung, sondern das liegt am Gerät. Das ist halt einmal so. Furchtbar. Gut, dann dreht man halt einen Millimeter weiter. Dann ist er oben drauf. Und genau diese erwarte ich nämlich, wenn ich, wie gesagt, wenn ich die Airflow schließe, ist er 100% dicht. Mache ich jetzt ein bisschen auf, nur ein bisschen, ist er irgendwie noch sehr streng. Für welche, die einen sehr strengen Zugwiderstand machen, kann man den wunderbar einstellen. Aber kommt man genau ein bisschen weiter, kommt man wieder irgendwann an die Stelle und die ist genau in dem, wo nur ein Zugwiderstand erforderlich ist. Gut. Das zweite, der AFC-Ring, der wo es da oben geht, mit dem O-Ring gehalten. Ich habe mir nämlich ein paar Videos von Amerikanern und so angeschaut und da hat einer dann auf einer anderen Box gezeigt, dass er, wenn er da drauf schlauft, kann er den nicht mehr drehen. Nur hat der selber einen Fehler gebaut. Der hat den AFC-Ring verkantet auf wieder. Ja? Dann hat er das nicht mehr drehen können. Ich habe sogar jetzt mechanische Boxen probiert, Hybridboxen, wo ich wirklich plan auflegen kann. Sogar bei der ist er plan. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich das hinbringe. Wenn Sie es sehen können, dann schaut das silberne außen am Rand um ein Zehntel drüber. Das heißt, selbst wenn der ganz plan ist, so, jetzt habe ich so einen großen, einen 30er Hybrid, das was der gemacht hat, der YouTuber, falls das jemand von euch gesehen hat, ich weiß gar nicht, wie der heißt, gibt es ja mehrere. Wenn der jetzt richtig fest drum ist, kann ich immer nur den Airflow-Ring mit einem Finger verstellen. Wenn da ein wenig ein Schutz da ist vom Akkuträger, dann kann er man fast automatisch nicht verstellen, weil dann müsste die da rein. Habe ich aber jetzt genau einen 22er, dass der AFC ein bisschen vier steht, dann klang eine leichte Berührung und der Airflow-Ring versteht sich. Aber er klemmt nur dann, wenn er nicht mehr zum Drehen geht. Dann habt ihr den Ring herum gehabt und habt ihn falsch aufgemacht, ja, wie ich es euch am Anfang kurz gezeigt habe. Der jetzt da aufpassen. Das Trip-Tip ist der Vorteil wieder, man kann anders aufmachen. Das ist unten klein und oben wird es ein Weitbohr. Und das ist sogar mir vom Außendurchmesser, wenn ich es jetzt mit dem Silverline vergleiche, den kann ich da reinstecken. Bei einer Nebelmaschine, okay, wenn einer gern Open Draw und braucht viel Luft und nicht so Wert legt auf das. Mit Edelstahldraht ist er gut, kommt er gut um vom Geschmack, es geht so. Mit Kantaldraht ist er enttäuschend vom Geschmack. Ich habe immer dieselben Liquids mit derselben Mischung. Ein Fuji GTA, da gibt es einen Boreas, da gibt es einen Emmet, einen Siren und. Ich habe euch die alle schon mal gezeigt. Alles ist Single-Coil-Verdampfer, sogar der Engine OBS, glaube ich, der zweite gibt es mit Single-Coil. Und natürlich auf die letzte habe ich euch den Skyline gezeigt, das ist eigentlich ein Klon. Aber der wirkt wertig und der wirkt billig. Wie gesagt, 2,5 Wochen Einsatz tagtäglich. Wenn ich da aufziehe, dass da oben mal ein Spiel ist, lassen wir schon eingehen, aber schaut euch das an. Schaut mal.
Ich muss euch noch mal das Licht machen. Schaut euch einmal das an. Ja. Das ist ja wie ein Kuhschwarf. Ja. Siehst du das? Da meinst du, der fällt dir gleich runter. Also da kannst du darauf warten, bis dir das Klump auseinanderfällt. Sparpolitik hoch 3, dünnwandiges Blech, oben das Wackeln, weiße Ohrringe, wo wir alle wissen, die sind die schlechtesten. Dann hat man aber auch wieder schwarze Ohrringe, da wo es anscheinend wichtig ist, weil es beim Tank nichts ausläuft. Entweder muss da schon gespart werden, ich weiß es nicht. Die Optik und die Farbe gefällt halt mir. Er macht das, was er kann, aber der Hit ist er nicht. Muss man klipp und klar sagen. Der Hit ist er nicht. Vor allem, was mir dann auch wieder aufgefallen ist, aber das machen andere auch. Aber ich sage es trotzdem, natürlich bildet er unten Kondenswasser. Ja. Er sifft nicht, aber viel Kondenswasser, wenn ich jetzt sagen wir, mit einer leistungsstarken Wicklung mit 40, 50 Watt und die richtig nutze, ja, nicht 30 Watt und dann so. Und da tripfelt es sowieso mal raus, nicht, weil du das nicht abziehst. Aber da hat halt auch wie die anderen auch, die wo unten einen Airflow haben, Kondenswasserbildung. Je nachdem, wo sie dampfen und wie stark und wissen wir selber. Das macht er genauso wie andere auch. Ja. Darf man das Gerät noch mal kaufen? Nö. Nee. Also, da wenn ich andere anschaue, ob den Zephyrus oder den Skyline oder den da sogar, den Ding, das ist alles, es wirkt wertig. Und das da, das ist geschäbert. Ja, klump geschäbert. Teilweise ist es sogar so, wenn du da anders Triptip auf tust und anziehst, dann geht der Deckel auf und Zoss läuft da raus. Also das hat keinen Halt nicht. Da müsst ihr das da den weißen Ohrring austauschen und einen schwarzen rein da und selber umeinander basteln, was, weiß ich nicht, was das soll. Ist halt einmal so. Gell? Man kann er dampfen und wenn man ein bisschen, man kann er auch wickeln und man kann halbwegs auch was rausholen, geschmacklich. Wie gesagt, mit Edelstahldraht kommt er besser um. Aber vom Hocker reißen tut er mich geschmacklich nicht. Da muss ich ehrlich sagen, da wenn ich bei 16 Watt mein Skyline habe und ich habe gleiche Wicklungen bei beiden eingebaut, da ist ein Unterschied zwischen Tag und Nacht. Natürlich ist aber auch dieser mit seinem Airflow-System ein ganz anderes System als wir da. Das ist Standard, ist nichts Weltbewegendes. Das Einzige, was wirklich positiv war, und deswegen habe ich mir auch geholt, weil er das Deck hat, wo mit der Platten die Drähte niederdruckt werden. Dass natürlich da wieder ein spezielle Schramm reinmachen, weiß ich nicht, was da geritten hat. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Dankeschön fürs Einschalten. Das war's heute schon wieder. Viert euch.